Losen op, den neuen Science Center zu Day verdeng. Mehr waren bei der ersten Visit von Schülern dabei, und wir haben uns mit den Responsablen und am Edukationsminister unterhalten. Le Luxembourg Science Center, c'est un nouveau centre de découverte de la science et de la technologie. Et son objectif, donc, c'est de permettre au grand public, et en particulier aux jeunes, de se familiariser avec toutes les sciences. Des mathématiques jusqu'à la mécanique, en passant par la thermodynamique, l'électricité, le magnétisme, la biologie, etc., etc. Wie ist die Initiative entstanden, für das Luxembourg Science Center zu organisieren und zu kreieren? An engem meeschte Stadium ass et drem gangen fir Grous Gasmaschinen, wat de gréessten Verbrennungsmotor, den je op der Welt gebaut gin ass den hai 400 Meter mi weide wäch steet, fir do e Konzept ze developéieren, wo en do eng Justifikatioun hett fir dat ze erhalen. All die Industriemuseen, die bringen et net, hummer da gesot fir dats ma Besucher könnte kreieren. Muss man etwas machen, was mehr attraktiv ist, was mehr evenementiell ist. Wenn man ein Science Center ging rundherum bauen, und dann hätte ich auf der einen Seite Industrieerbe und auf der anderen Seite dann die Aktivität, die die Leute gewohnt sind. Den zweiten Volley war den, dass wir auch konstatiert haben, dass die Evolution von den Vocations Professionellen nicht am Equilibre ist mit den Berufen, die disponibel sind an der Ökonomie von mehr. Zum Beispiel haben wir nicht genug Informatiker. Es kann ganz gut sein, dass nicht genug Jung interessiert gehen an der Informatik. Dann haben wir gesagt, wenn auf der einen Seite die Haltung von der Aktivität Exposition und Do-it-yourself, an den zweiten Volley, das sind eben justement die speziellen Labors an den verschiedenen Fächern, die uns dagegen erlauben, für die Aktivitäten weiter zu vertiefen. On vient d'une autre école à La Haye, aux Pays-Bas. C'est impressionnant, il y a plein d'expériences à voir, on peut jouer avec, voir comment c'est fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de physique déjà. Il y a aussi de la robotique. Il y avait des robots quelque part plus loin. What do you think of the Luxembourg Science Center? I think it's really interesting, especially with the rest of our trip. I think it really fits with the rest, like our science stuff that we're doing this trip. So yeah, I haven't seen everything yet, but it looks really nice. Well, I'm having a very nice time. It's lots of interesting things, and it's just nice to just have a go at everything and just walk around with friends and just enjoy science in this way. Is it what you expected from this, or? No, actually not really. I expected it to be a lot less entertaining. When I walked in, I thought it would be a bit more childish, but then when you actually get your hands on things, it becomes a lot more interesting and fun. La différence entre un Science Center et un musée de sciences plus traditionnel, c'est que dans un musée de sciences, vous avez des objets en général qui sont patrimoniaux, installés en vitrine, qu'on n'a pas le droit de toucher, même s'ils sont très intéressants, tandis que dans un Science Center, il est interdit de ne pas toucher. On ne montre pas des objets en vitrine, mais on montre des phénomènes à l'air libre. Et ce que vous voyez ici autour de vous et derrière moi, ce sont des expériences ludiques, interactives, pédagogiques, qui sont en accès libre et qui sont guidées par des écrans tactiles. Ich fand es flott, dass den Junker sowohl aus der Grundschule wie auch aus dem Sekundär Gelegenheit haben zu entdecken, wie spannend, wie begeisternd eigentlich Techniker sind, Wissenschaftler können sein. An der Schule ist das aber heinz ein bisschen drischen, ein bisschen langweilig, mit vielen Formeln, alles an den Büchern, alles am Klassensaal. Da kann ich nicht so richtig etwas drin vorstellen. Hier kann ich da leben, kann ich Experimente machen, kann ich direkt eigentlich unter Materie sehen, was geschieht. Le Science Center sera ouvert tous les jours de la semaine à tout le monde, au grand public, sans réservation, à partir du 4 octobre 2017. Donc en attendant cette date, c'est-à-dire d'ici 6 mois, nous sommes dans une phase de pré-ouverture. C'est-à-dire que nous sommes uniquement ouverts sur réservation et nous
recevons de façon privilégiée des groupes scolaires luxembourgeois. Wat erwart Dich vun diesem Projekt? All Schulkanner vu 5 bis 20 Joer op manst all 2 Joer enke heider durchgehen. Und dat het Meiglichkeit hunn all die Possibilitäten, all die verschiedene Fächer, die het ginn, fir déi egentéi mat ze erliewen. An op déi derweis eben sech e Bild ze machen, wat ze selber gern hätten.